Und ihr wisst, wenn ich hier vorne stehe, können wir jetzt ganz Besonderes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, erheben Sie sich von Ihren Plätzen und empfangen Sie mit mir das Schönste, was der Kölner Karneval zu bieten hat. Empfangen Sie mit mir euphorisch unser Kölner Reichsturm. Bitte schön! Reichsturm aus der Session 2016. Herzlich willkommen bei den Kölschen Funkentötern. Und es ist doch schön, wenn man so richtig Kölsch sprechen kann, ne? Die Leute eine verstanden können und man sich vernünftig unterhalten kann. Wenn gleich einer Probleme mit der Ansprache seiner Qualität haben sollte, ich werde simultan übersetzen, ja? Also, ich möchte Sie euch einmal vorstellen, unsere Narrenherrscher, Herr aus Köln, seine Qualität Prinz Thomas II. Thomas Elster! Er symbolisiert die Wehrhaftigkeit unserer Mutterstadt Kolonia, seine Deftigkeit der Kölsche Bauer, Bauer Anton Ulrich Anton Masalak. Herzlich willkommen! Seiner Qualität zu richten. Das Schönste, das Liebreizende, was wir im Moment im Kölsche Fastelehrer haben. Ihre Lieblichkeit, die Kölner Jungfrau, Jungfrau Johanna Jörg Hetzner. Herzlich willkommen.
Und ein ganz wichtiger Mann steht hier rechts neben mir. Der guckt schon mal so ein bisschen grimmig. Der tut aber nichts, der will nur spielen. Wirklich. Ein ganz wichtiger Mann. Der Prinzenführer des Kölner Dreigestirns von der Prinzengarde Köln. Rüdiger Rudi Schlott. Herzlich willkommen bei uns. Dass es unserem Dreigestirn immer wunderbar geht, haben Sie eine Adjutantur. Die lesen das denen förmlich von den Augen ab, was sie wollen. Ganz wichtig, ja, hast du gesagt, das stimmt, ganz wichtige Personen. Ich begrüße den Adjutant seiner Autorität, Markus Heller von der Prinzengarde Köln. Herzlich willkommen. Den Adjutanten des Kölner Bauern, Volker Marx von der Ehrengarde der Stadt Köln. Und ich glaube, du hast die nächste Arbeit, ne? Den Adjutanten der Kölner Jungfrau, Karl Theo Franken, ebenfalls von der Ehrengarde der Stadt Köln. Und dann haben wir noch den Chef der Prinzenequipe, das ist der Manfred Block von der Prinz. Da bitte ganz bescheiden von hinten. Herzlich willkommen bei uns, Manfred. Und dass die drei immer so traumhaft gut aussehen. Jungs, tun sie natürlich von Natur aus. Ne? Da wird also nur noch mal so ein kleines bisschen nachgeholfen. Dafür ist zuständig der Hochfriseur Thomas Eifler, ebenfalls von der Prinzengarde Köln. Herzlich willkommen. Und dann habe ich gesehen, sie haben noch ganz hohen Besuch mitgebracht. Ich freue mich, eben war der Markus hier. Jetzt haben wir den Vizepräsidenten des Festkomitees Kölner Karneval bei uns, Dr. Joachim Wüst. Herzlich willkommen bei uns, Joachim. So, fürs Erste war das von meiner Seite. Jetzt Sie wieder an. Es spricht zu euch. Moin! Ja, wir brauchen jetzt, bis wir wach sind, aber Koalition. Wir sind immer hier bei der Kölsche Funkentöter. Mir das Kölsche 3 steht 2016. Ja, bei der Funkentöter, Kölsche Funkentöter ist immer heiße Stimmung. Es war die Stadt gerade Kolonia gerade noch da, ist noch eine extra heiße Stimmung. So, und die Lichter für euch ist noch eine extra heiße Stimmung. Ja, wir machen uns keine Sorge, Funkentöter, löschen alles. Wir waren auch mit euch bei der Feuerwehrzentrale, war wunderbar in der Alu-Kostüme, super Truppe, kann ich euch nicht ins Herz legen, einmalig Jungs. Da passiert in Köln nichts, da brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Wenn die Jungs ausfallen, sind die alle immer noch da und helfen beim Löschen. Ne? Das ist Tradition und Brauchtum. Dafür stehen wir. Deswegen war auch der Markus Ritterbach hier, deswegen ist auch der Joachim Wüst hier. Das ist eine Unterstützung und eine Empfehlung, zu sagen, hier sind wir zu Hause, hier hören wir hin, super Truppe, also kurz wegen zu der Sitzung von der Funkentöter, hier sind wir richtig. Ja, Brauchtum ist nicht nur die echt zu ihrer, sondern auch die Flammen am Brennen zu halten. Die Flammen am Brennen halten junge Truppe wie Cat Colu und Brings und Casala. Wir sind über 50. Hätte auch ein Festkomitee gesagt, endlich ein Glück in unserem Alter. Da hoffen wir ein bisschen auf Ludwig Sebus. Haben wir gemacht. Ludwig Sebus ist unser Session-Medley geworden. Wir verehren den Mann wirklich, mal mit dem live gesungen für gestern auf der Bühne im Satori. Und dann waren hier für uns mit so einer Kanone auf der Bühne zu stehen und zusammen alle Kretzi-Lieder zu singen. Und deswegen lässt wir uns freuen, wenn ihr das Medley jetzt mit uns singt. Steht auf den Stuhl, schunkelt jetzt und singt mit uns. Zur Ehre von Ludwig Sebus, die alle Lieder. Lieder.
Prozente, passen auf. Wir haben noch eine Plagge dabei. Solange der Rudi nicht auf die Uhr haben wir noch Ziel. Für unser Motto zum Beispiel. Trifft auf alle Kirchen, jungen Mädchen zu, auf alle Kirchen. Wir stellen alles auf den Kopf. Wir sind von klein an alles bekloppt. Wer Kirche ist von Anbeginn, der hat viel Herz. Und drin bloß Sonne schinken. Froh für uns Ost, um uns Vaterstadt Colonia, um uns Kölsche Sprach und ob Ludwig Seebus. Träger von Herz zurück. Kölle! Kölsche Funkentöter! Ludwig Seebus! Danke, Fiat noch schön. So. Entschuldige bitte, dass ich da eben ins Wort gefallen bin. Ich muss das ausnutzen, sonst darf ich das nicht. Hier kann man das schon jetzt passieren, weißt du? Aber nichtsdestotrotz soll dir gehen. Guido, die Orden, bitte fürs Dreigeschoss, ja. Komm her, ich hinter dir. Genau. Das steht ja noch nicht. Alles gut. Noch ein paar wunderschöne Tage. Bleib gesund. Ja, der HD macht noch weiter. So, ich habe noch etwas für euch, bevor ich jetzt hier die Welt, ihr Lieben, ich zitiere nichts, keine Angst, ich möchte nur was weitergeben. Ja, so, wenn ich jetzt mit Brille auf der Nase hätte, natürlich wahrscheinlich jetzt hin, aber es kommt. Ja, unterhalb auch schon ein bisschen selber. Nichts, ist alles gut, jede Blende. Ist ja auch schön. Ist ja super. Jetzt noch ein paar geschliffene Gläser reinmachen müssen. Ich wollte mal fragen, sagt euch das Datum, der 16. Mai 1963 was? Ist ein Maikind, dein Geburtstag, ne? Ihr Lieben, wir haben für euch, für jeden, eine Zeitung von eurem Geburtstag. Und die könnt ihr euch schon mal in Ruhe durchlesen. Das ist etwas ganz Persönliches. Ich fange mit dir an. Ja? Dann haben wir der 20. November 62. Die Welt. Ja? Ich weiß nicht, bei einer jungen Frau darf man. Ihr seid doch nicht weit auseinander, ne? Freitag, der 30. November. Ihre Lieblichkeit. Bitte schön. Aufhören. Ich freue mich als neuer Präsident der Funkentöter natürlich besonders, das erste Mal auch das Dreigestirn in dieser Funktion auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Wir haben ja, wie du eben schon gesagt hast, uns bei der Feuerwehr schon getroffen. Und ich weiß nicht, ist der Rüdiger Schlott schon draußen? Kommt nochmal. Okay, dann bitte ich doch mal freundlicherweise Platz zu machen für die drei von der Antiodantur. Da habe ich doch noch eine Kleinigkeit zu regeln. Dazu muss man den Leuten im Saal sagen, was passiert ist. Eigentlich nichts Schlimmes. Wie jedes Jahr, Dreigestirn, groß und klein, kommt zur Feuerwehr, wird begrüßt und man trifft sich anschließend zur grandiosen Rettungsaktion des Kinderdreigestirns, die die Großen retten müssen. Ja, was macht so eine Antiodantur dann in der Zeit? Ja, die hat entdeckt, dass eigentlich für die Kinder im Feuerwehrschulungszentrum ausgelegt waren Haribo-Konfekt und Gummibärchen. Ja. Und da wir heute das Kinderdreigestirn nicht dabei haben, habe ich gedacht, es muss ja irgendeine kleine Wegzehrung für die drei und für den Rüdiger Schlott geben. Der war da nämlich auch maßgeblich dran beteiligt. Und von daher erlaube ich mir eine kleine Feuerwehr-Butterbrotsdose gefüllt mit frischem Konfekt und Gummibärchen in vierfacher Aktion zu überreichen. Viel Spaß damit, noch mal schönes Dessert. So, ihr habt was zu naschen, sonst hat alles. Geht's euch gut? Die Lachen, die müssen Sie nicht sehen. Gib die Dose
Steckdose bitte den Rudi ab. Ja, ich werde das kontrollieren. Ne? So, ihr Lieben, an dieser Stelle, wir wünschen euch für die nächsten Tage alles erdenklich Gute. Bleibt gesund. Rosenmontag machen wir für dich der Weg frei. Die Sonne scheint sowieso. Oder Joachim, du hast sie bestellt. Alles noch toll. Wir bedanken uns bei euch und rufen uns. War eine wunderschöne Session. Dreimal von Hetze. Kalle! Und dann reingestellt. Die Vogeltöter. Vielen lieben Dank. Macht gut. Alles Liebe und Gute. Wir müssen in den größeren Saal. Wir werden nächstes Jahr im Theater am Tanzbrunnen im Rechtsrheinischen sein. Und euch doch begrüßen. Ja? Und wenn ihr diese Kartenreiter habt, füllt sie aus. Es erleichtert uns ungemein die Arbeit. Aber ich will dazwischendurch noch immer wieder erwähnen, der ein oder andere verliest ja, man kennt das ja, nichtsdestotrotz.